weit nicht, ob das die richtige Klinik für mein Alfred ist. Zumindest wenn er denn, wenn er das Erden hier überlebt, Tietlebens immun werden gegen alles, was er so an Umweltgiften gibt. Also, wenn du nicht liegst aufpasst, starrst du in Schatz. Bitte mal den Läufer dort, 2 Fehler für. Ha! Siehst du? Und zack, Schachmatt. Was für einen Läufer hast du denn meint? Ich hätte so das Gefühl, dass du mit dem Gedankenhüte total woanders bist. Ach Mensch, ey. Ständig muss ich an diesen Klinikdive denken, ey. Was sagt denn eigentlich die Polizei da drauf? Die hätten mit euren Spezialisten als Absucht was verdächtig schieben können. Aber die hätten doch nichts gefunden. Juri, da bist du jo! Wird für den Anstehen Ritt in der Bar gemorgen? Gott, das wär los, ey. Nee, ich glaube, er träumt bloß. Oh, stimmt. So ein Fall wahrscheinlich wäre wow. Hast du denn nur eine Ahnung, was du da nehmen könnt? Ja, aber leg doch mal. Wenn die Polizei nicht für dabei, dann schon noch andere versorgen, was anzuleiern, oder? Und du hast du denn an Ustacht, oder was? Ah, nee, da hinten! Oh, man hätte echt mich verjaget. Morgs ist doch nicht so. Wahrscheinlich Klöfte ist vom Pferd fahren. Aber was kommt wie denn Daune? Noch hätte ich keine Idee. Aber ich denke, mir wird wohl noch was infallen, ne? So, die Herren, hier sind die Medikamente für die Nacht. Ah, unsere Feldwebel auf Inspektion. Wenn anders keine Sorgen habt. So, und Sie, Gott und Bertha auch in das Zimmer. Das ist als ziemlich laut. Ja, denn morgen graue Nacht. Ja. Graue Nacht hoch. Ja, ich denke, das ist nur tief Vermieter, die ich noch raushängen war. Och, Alfie, wie näher bist du wie Bini? Sie können beruhigt noch Hus hören. Ich werde dann aufpassen, dass ihm nichts passiert. Das ist Gaut. Vielen Dank. Und graue Nacht, die beiden. Nacht. Ja, dann will wir auch mal brav unsere Pillen nehmen. Herr Bessenbinner, ich habe gehört, sie wird um Verbrecherjagd gehen. Das ist ja bannig aufregend. Kurt Klopper. Diese Klopper. Ey, wieso kann das Heidi nicht einfach mal die Mul holen? Wahrscheinlich weil eine halbe Klinik Bescheid. Nee, Hei hätt mir das in Vertrauen gesagt. Ich hab das Gefühl, dass Hei nie macht. Uah! So, Wieso wird Herr Heinz so mal wach? das weiß ich doch nicht. Und diese Biene, die ich meine, heißt Maja. Oh, bloß nicht Karel Gott. Ey, könnt ihr nicht was geben, dass ihr denkt, dass er mit Mick Jagger ist oder so? Kleine freche Honigbiene Maja. Herr Heinze, wird wir nicht langsam mal schlurpen? Oh, hast du mal Lob, dass ihr das nicht ernst meint, was ihr da sagt. Lala, Maja. Wollten wir nicht ein paar Pollenblätterklößchen essen? Hier hätten Sie Ihr Pollenblätterklößchen, Herr Heinze. Sie können mir vertrauen, dass unser Geheimnis bei mir sicher ist. Und wenn ich irgendwas dauern kann, dass wir diesen Lump zu Pforten kriegen, dann lasst Sie mir das bitte werden. Ich hef alle Filme mit Miss Marple sein. Gute Nacht. Gute Nacht. Tja, dann würden wir auch mal Gute Nacht, Schlafgaut und Rümpfallen. Oh.
Komm noch mal weg. Mann, in den Tönen bin ich kaputt, ey. Oh. Oh. Ich hab Schlamm wie ein Stein. Oh. Und noch wie wollte ich mich doch diese Nacht um Gelur lenken, ey. Oh, ja, ich komm ja all. Mann. Oh, wir können hier richtig gauten Wachmann bruchen, ey. Und ich dachte, mag doch mal diese Birnen aufhören. Was sagte Kurt? Ich bin ja unterwegs. Mensch, Ey, diese schiebdösige Birnen, ey. Könnt ihr keine vernünftigen Klinken ihm bauen? was ist denn los, Mensch? Brennt die Klinik? Ja, wenn das man hört. Ha ja, da wird Tauschlorne. Das ist mein Zimmer 24. Geld haben die wohl nicht fehlt. Aber da fehlt mir die Armbanduhr, ein Radio und ein Tablett. Also so ein Tablet. So ein Lübchen Computer. Hey, verdammt. Ich muss doch einer wählen, die sich ja allerbestens gut kennt. Und die muss ja auch tagsüber in die Klinik kommen können. Anders haben doch die was, wann eine Nachtwache machen müssen. Hast du denn nur einen Plan, was wir noch nehmen können, damit wir diesen Kerl sofort kriegen? Eigentlich wollte ich mir diese Nacht über Lur lenken. Aber ich hab pennt, als wenn ich die ganze Nacht vorher dörmockt habe. Uah! Die Alwehr. Bin da richtig neidschierig, was nur kommt. Ich klinge lieber Glieksnauer Schwester. Na, die Herren, ist das nicht ein herrlichen Tag für Dorbe? Wie drei Freunde, das ist noch am besten was Gift über Welt, nicht? So, vielleicht erst mal kicken, ob wir Kunden oder Wägen sind. Habt ihr all hört? Hier ist wer klaut worden. Oh, so einen netten Besuch an einem frühen Morgen. Habt ihr auch so wunderbar schlafen? Sie seid gut als eine Fee, die möchten sie eine wunderbare Nacht verbracht hätten. So, meint Sie? Sie schienen sich von Dorge ja prima zu freuen, Herr Heinze. Na, wenn sei so dicht wie mir sind, mobben wir doch gar nicht. Was sind Sie charmant von Dorge, Herr Heinze? Kommen Sie, Fräulein. Die Leute zu beiden Toren tut mal alleine und kriegt das Guten mal so im Bett immer nicht. Ufer Filmstudio in Berlin. Wir beide hörten nur die drei von den Tankstellen. Lass uns mal würfeln, wer von uns beide Willi Fritsch ist. Die kriegt nämlich Tonelle die Perle. Bitte, Fräulein, wenn Sie bitte fördern bitte. Ah, Herr Heinze, schön, dass Sie all wach sind. Dann wird uns mal ein paar Fotos ankicken, nicht? Wär's wie nicht böse, aber ich wollte just mit so reizenden Deren. Das so reizende deren, dem muss ich nur noch um andere Patienten kümmern. Schwester Vera, Zimmer 93, bitte. So, Herr Heinze, dann kickt Sie doch mal hier. Oh, feine Fotos jetzt durch. Das ist sicher erwährte Herr Gemahl, nicht? Aber Herr Heinze, das sind Sie doch und Eure Familie. Bitte, wenn Sie das so mitgehen, Ihre Frau. Guten Morgen wünsch ich. Moin. Hey, kick an, noch so eine Schmucke Deren. Oh, da wird du mir rein mich anstrengt hier. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu. Was wird das denn? Sie habt Heinz Rühmann verpasst. Wörne Glanznummer. Ich frage mich, wenn das Futter kann. Na, dann scheint Herr Heinze wohl allwerte schlafen. Ist noch nichts an Wärterung in Sicht. Nee, mein Kind, das tat mir leid. Wir mögen nur für da noch Geduld mit ihm haben. Will letzte Nacht was Besonderes? Ich glöf nicht. Zumindest habe ich nichts mitkriegen.
Ich frag mich allerdings, wieso ich allwehr so deib und feste schlafen hab. Ey, die haben mich wegdrängen können und ich kann da nichts von mitkriegen. Ey, du hast recht. Normalerweise muss ich nachts meistens einmal ruht. Aber in letzter Zeit bin ich erst nächsten Morgen mit einem riesen Druck umgeblasen aufgewacht. Sag mal, hältst du das für möglich, dass hier uns irgendwer was in den Tee rollt? Hört sie denn, Joa? Irgendwas stimmt hier nicht. Ey, wir müssen gar nicht aufpassen, du. Uah! Oh, hallo Ulla, was machst du denn hier? Wieso trennt mein Körper so gräsig? Alfred, du bist wie Joa. Ich komm sofort, Frau Dr. Wussler. Was haben die mir gerade hier für? Mensch, Heinze, das ist so prima, dass Sie wir in Haus sind. Fein, dass wir Sie auch mal persönlich kennenlernt. Oh Mensch, nun laut Sie sich doch mal einen Arm nehmen. Oh. Oh. Mensch, Klopper, ey. Du bist doch mit den Gabeln eine echte Gefahr für die Minskin. Und seid ihr ganz sicher, dass Heimung der ganz normal ist? Ja, aber natürlich. Wieso schleppt Alfred denn allwehr? Was ist passiert? Nix. Wieso? Oder Kurt? Nee. Also, wie habt ihr bloß selten unsere beiden Schach spielen? So? Ja, wie denn? Das wird mal Blitzschach. Ruckzuck wären wir da mit Tür. Und wir hat auch just mitkriegen, dass der Bräuger wie im Pent ist. Ja, genau. Hätte auch keiner immer hauet. Herr Heinze, nu wagt sie doch up. Herr Heinze! Uah! Ui, ist schon richtig was los hier, wa? Hier raubt nichts von unserem Reporter Harry Hirsch. Aber er wird das was da singen kann. Jolödü! Hallo, Harry Hirsch, können Sie mich hören? Das schießt nicht der Fall gewesen. Dann fragt wir einfach mal die Taugigers. Zuerst Sie, was sagst du da oben? Können Sie was aus dem Klima singen? Habt ja immer so sonderlich gut sein. Fragen aber Fragen. Das könnt wir alles nicht werden. Ich wünsche noch einen gemodigen Abend. Ich gebe drücke an den NDR. Oh Mann. Alfie. Na, denn wer sie besorgt in echte Leben, wohl ziemlich kött. Wie mögt nur für der Aftäum, wie sich das mit der Heinze entwickelt. Mensch, Klopper, du hau doch die Türen kaputt. Bin ja unterwegs. So. Ey, nu hätte er Werttauschlaune. Also wie Schimmeln. Verdammt! Da kannst du nicht wieder gehen. Ey, die schall ja nicht wagen an die Spordosen mit das Geld von den Wettentaugorne. Ey, dann ist aber was los. Spordosen? Wetten? Ja. So Polür und die Chirurgie sind auf die Idee gekommen, tau wetten, was passiert, wenn unser Alfie Wetthausi kommt. Sind die jetzt alle Brägen klöttrig worden oder was?
Wieso? Mensch, anders ist es doch stinklangweilig hier. Oh, da kann los. Nur das passiert. Aus dem Hintergrund müsst ihr ranschießen. Ranschießen! Tor, Tor, 3:2 für Deutschland! Donnerwetter, ey. Das hätte natürlich nur keiner von den Jungs auf dem Plan hat. Das sieht fast nur ein Jackpot. Obwohl. Wie bucht du keinen was sagen, oder? Wir sind doch die Einzigen, die das mitkriegen habt. Aus, aus, das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister! Mensch, Klopper, ey. Du stickst ja wohl bis in den Hals voll mit kriminalistischer Energie. Vielleicht kommt ja noch die Hut, dass du da bist, die uns ja alle beklaut. Nu hol aber mal den Ball flach. Ich habe 10 Euro auf Jopi Hester selbst. Ja. Und wenn mir keiner was von vertellt, dann habe ich doch noch eine zweite Chance. Ja, und morgen, die Herren. Ah, diese Feldwebel wäre da. Ja, hört sie mal. So, mi Lüden, und wir beide wurden nun fein in Röntgenlabor. Frau Dr. Gusler wollte sich ihren Körsel gerne mal von innen ankicken. Aber ich muss doch noch der Publikumschuss sagen. Und den Pokal hätten die Jungs auch noch nicht kriegen. Das mag nix. Das mag wie Leute. Versprochen. So. Nun kommt sie mal. Oh Mann, nee. Was? Ja. Guck mal doch. Herr Klopper, ich habe gehört, Sie nehmen noch Tipps an. Ich habe gern 10 Euro um Red Butler set. Red Butler? Ja, den der Wind wegwartet. Ich verstehe kein Wort. Ah, du bist wahnsinnig, du le Kerl, und vom Winde verweht. Na, vom Jud. Sie könnt mit euren Moneten hier morgen noch was zu wird. Du kriegst den Rest hier auch noch einen Rappel, ey. Aber wieso denn, Herr Bessenwinner? Habt Sie kein Wett aufgegeben? Ich wett grundsätzlich nicht. Mi wird das viel leiber, wenn der arme Kerlbolle wer auf die Beine kommt, ja? Stellt Sie bitte das Geld hier in meine rechte Bordemanteltasken und dann nimmt Sie hier unter die linke bitte die Quittung. So lüge. Und dann schrieb sie ab. 10 Euro da für ihren Windbühl. So. Hier, jetzt. Pass mal auf. Ich meine, was können wir denn morgen, damit diese Klauerei hier nicht mehr aufhört? Können wir denn da überhaupt was morgen? Ist das nicht so gefährlich? Wie eine Leibe Miss Marple. Wie wird doch nun nicht leben, oder? Wir können dafür sorgen, diesem Kerl eine Falle zu stellen. Und er dann forten. Das wäre allerdings nicht übel. Wenn wir vielleicht noch ein paar Dorbi haben, die nicht ganz so klapprig sind wie sein, verehrte Herrschaften. Vielleicht schön wir das mit den Gendarmes besprechen. Mensch, och, was, Mensch. Die würden uns doch eh nicht gewähren worden. Allein und all und Schiss. Weil sie dann blamiert durchstehen können. Nee. Hier, aber so ein Kerl wie Alfred an Use Siete, die würde ich zu verachten. Wir könnten ihn mal fragen. Oder ein Intrichter, ein halber Bud Spencer. Hallo, Tope. Hallo. Oh, Alfred ist ja gar nicht da. Herr Heinze wird just untersucht. Aber Oberschwester Hiltrud muss nichts mehr mit und hier wesen. Aber ja, Herr Präsident. Von Cat vernormt ist als rechte Morgen. Was ist denn nu, Alvier?
Jesus bin Röntgen wer inschlafen. Und seit der Mental würde ehemalige Bundespräsident Scheel. Hätte der noch so einen hoch auf den gelben Wagen? Hätt halt. Später hat Scheel das auch nicht könnt. Im Fahrstau hätte so dort, wo ich nicht mal weglopen können. Ich bin fast dörrdraht. Und als er dann endlich mit seiner Singerei dörr wird, da hätte ein anderen Patienten die Hand drückt, wie Najors-Empfang von den Diplomaten. Ach ja, und von Emil Winus im Zimmer 93 schall ich gut trinken. Sie sollen schon mal die Knete kommen, Lorden. Wir wüssten dann all Bescheid. Würden Sie mal so nett mir hier in meine linke Baudemanteltaske treten? Ist schon nicht wahr, oder? Die hätte wahrhaftig auf Walter Scheel setzt. Wie sei denn um das Idee kommen? Alkohol allein ist doch für Sie ja nicht der Grund wählen. Ja, das ist doch nur egal. Das bringt uns aber rund 400 €. Wer? Von was kümmert sich doch eigentlich jemand? Kümmert sich alle noch irgendjemand um den Alfred? Aber ja, ja sicher. Aber was mag er denn da? Also ich löwe, wie winkt Sie Volk drauf. Aber ich bitte Sie, meine Damen, der amerikanische Präsident mit Gemahlin kann nichts hier ankommen. Ist die Bundeskanzler da? Herr Minister, Sie sollen sich schleunigst übertreiben. Und was tut so unmodern Hanskind? Aua! Nicht an meine Angst kommen, du Präsidentenklapskopf. Kommt Sie, Herr Präsident. Wie Gott uns Gäste einmal in der Meute. Bitte, Mildred, Sie können gern noch wie wesen. Mildred? Oh Mann, ey. Das reinste Irrenmus hier. Überall Bekloppte. Und ich mitten inne. Ich werde den Löwig erstmal den Emil Winus den Gewinn betollen. Ben Lörter. Okay. So. Hier gar das also mit Wetten? Das ist ja nicht interessant. Ach ja, ein paar von den Patienten verdrieben sich so irritiert. Und Herr Klopper ist das Wettbüro. Das weiß ich auch nicht so genau. Aber wieso Fragezeichen? Bloß so. Na, nu kommt's mal, Herr Bessenbinder. Frau Dr. Wusler täuft du noch ob See. Ach Mensch. Ach ja, was denn nun? Ja, teils mal erstmal Bordemantel um. So. Ja, dann wird wie mal. Ne? Ratet? Ja. Keiner weiß, wie das hier Futtergott gart, oder? So. Schied jo keiner jete weg. Immer so später. Dann ein Schiedkram, ey. Du bist eine Kurforscherin. Hätte ein Doktor das sicherlich in den Baum schauen mochte. Oh. Was sind Sie denn für einer? Und was macht sie hier? Kojambel. Kommissar Kojambel. Kommissar Kujambel? Ja, Kommissar Kojambel. Und was für grellen Gesellen der Weg hier für mich? Ja,
denn im Bett Patzig für. Aber ich hab just eine Spritze in Mors kriegen. Und da wie das Sünderliche voll, als ob sie an der anderen Seite wer gut kommen wär. Hä? Wenn ich mich vorstellen darf, Ignaz Bessenbinner. Und Angenehm. leider just Patient im Düttfeld Lazarett hier. So. Bessenbinner. Ignaz. Bein in Gips. Herr Bessenbinner, könnt sagen, die sagen, seit wann sei Ihr Patient in die Klinik sind und was Sie die letzten Nächte so morgen hat? Was du noch morgen? Nicht so schnell. Kinder. Warte schon her. Morgen sind das genau 3 Werken. Und nachts hab ich nichts anderes tun als schlafen. Sind Sie sich doch sicher? Sie hört sich an wie Günther Jauch. Natürlich bin ich nicht sicher. Was dürft Sie denn? Ja, das schien aber wie andere Patienten nicht so zu werden. Irgendeiner ist hier nachts aktiv. Meinen Sie vielleicht die Klauerei unter den letzten Nächte? Sie sagen das. Genau. Ich bin nämlich Chef von der Truppe, die diese Stöcknau-Aktion hier immer sich hat. Sagen Sie mal, kann eigentlich irgendeiner uns sagen, dass das richtig ist, was Sie mir da schon erzählt haben? Hey, nachts hab ich immer alleine schlafen. Und ein Kumpel hier, der hat leider nicht mal alle Kugeln an den Bogen. Der Charles Heiden, die kriegt leider nicht so viel mit von das, was hier so aufgeht. Dann halt also hier ist keiner, der Ihr Alibi betrügen kann? Alibi? Ja. Charles Heiden, Sie mit, ich bin vielleicht? Moment mal, Herr Bessenbinner, Moment mal. Also erstmal, ne, ist hier grundsätzlich jeder verdächtig in der Klinik. Und zweitens, scheint sich hier diese Ganovi hier verdammt gaut Ute kennen in Huse, ne? Und drittens, Herr Zeijo wohl in den letzten 3 Wochen Tiet genau hat hier als bestens kennengelernt. Ich kann davon ausgehen, dass Sie mir ein Handicap mit in Ihre Bewertung aufgenommen habt. Sie können sicher nicht sein, dass ich momentan nicht just mobil bin, oder? Also, das habe ich mir ja von anderen Patienten mit Gips anhören müssen. Was glüht sei eigentlich, was mir in meine Tiet als Polizist an Art so für Klamotten in der Korn sind? Mit Unna ist das nicht so wie das Chin. Ey, meint Sie vielleicht, ich hab mein Bein allein und Spaß in Gips, oder was? Boah, ey, du weißt mal, die liegt so viel vor jeden Tag juckt bloß meine Arbeit. Boah, ey. So. Ich denke, du kannst nur eine lübge Pause gebrauchen. Ich für mich da bin total kaputt. Das ist nur jetzt mal die letzte Tour durch den Park gewesen. Du musst ja eine Linie führt werden. Was ist denn los? Ist was passiert? Ihr habt einfach so auf der Bank im Park säten. Ja, und wo sie gehört inlegt. Und als sie wie abgewackelt ist sie lossucht, als würde die Gendarmerie achter her. Die Polizei will achter hier? Nee, hei, hält sich für so ein Olymponiken, Zatopek oder so. 8 Pläger würden nötig, immer irgendwie zu fangen. Alle nicht zu glöden. In Huse sitzen meist auf dem Sofa. Den Sport mache ich überhaupt nicht. Und just haut ab als die Feuerwehr. So. Sie sind also Herr Zatopek. Richtig, der. Nee, hei hält sich für ein Zatopek. Das ist wie ein Bröglam, Alfred Heinze. Ja, aber wieso fragt sie das überhaupt? Entschuldigung, Kojambel, Kommissar Kojambel, Kripo Neinborg. Kommissar? Ja, Kommissar Kojambel, aber jetzt bloß nicht nochmal als von Förne. Also, Herr Zatopek halt eigentlich Heinze.
Halt einfach bloß Heinze. Das ist wie ein Brögern. Und die hätten Spor einen Unfall hat. Und leider klappt das momentan mit dem Brägen nicht so richtig. Ja, und er holte sich auf und tau für einen anderen. Aha. Das halt also, halt dazu, als wenn halt nicht mehr wüsste, was halt da liegt? Was halt hier halt dazu? Halt liegt ja nicht aus den Vergnügen hier. Das ist wahr, Herr Kommissar. Ihr habt all die lustigsten Sorgen mit uns Alfred belebt. Oh, ey, das ist vielleicht ein Laden hier. Einer, den ich richtig loben kann, einer, den ich alle Latten antun hätte, doch schrei einer durch. Du Gott, aber bad wie, ne? Also ich denke, das ist schon wohl meist eine Frechheit. Der gut, der Scheit ist nicht, Herr Kommissar. Das ist bloß mein Freund Kurt Klopper, die mich besorgen will. Worin? Hast du alle gehört? Hier schaltet irgendwo so ein Kriminalrunde drin, der alle Patienten und das Personal verhören will. Du hast ihn fast umgerannt. Rafik Försel, Herr Kommissar Kujambel, Herr Kurt Klopper. Pipo, nein, boah. Klopper. Kurt Klopper. So. Sag jetzt mal, der Klopper. Ich kann doch von Utgern, das sei just so wie eure Kollegen Jochen passenden Alibi parat habt. Alibi? Ja. Zwei gesunde Abendsbuckig. Ich habe nämlich große Lussen, ust Alibi in No, euren Ruhig die doch, Kurt. Die Kommissar mag doch auch bloß seine Arbeit. Sie sind da sicher achterkommen, dass Herr Klopper, wo kaum in der Lage ist, die so über die Flure zu stiegen, ne? Ja. Ich meine, die kann doch nicht mal alleine auf Klo. Ist wohl wahr. Der Reeperbahn nachts um 1:30. Dingelingeling. Der Kiek an, der Herr Zatopek ist für ein Haus. Na, sag jetzt mal, dann könntest du mir doch bestimmt ein paar Fragen beantworten, ne? Ob du Mädel hast oder Karl-Heinz. Dingelingeling. Rafik Försel, die Grote ans Albers. Mann, lotze mal den Blödsinn und vertellst du mir mal, wofür sei eigentlich letzte Nacht bis Gefähre und Fiebe? Also, bleibt so gefällig wie ein Brögern in Ruhe. Und wenn du es nicht glauben wollt, dann frage zu Frau Dr. Wussler. Mein Alfred ist kein Simultan. Ja, schon glaubt. Witze, was von düssen Lichtmatrosen wie eine Säute dir? Nee. Hör mal, Tau, du säutbare Matrose. Nicht antworten. Diese Dame startet um ihren persönlichen Ja, Schutz. nicht Wenn du antworten. mich lehrst, die Gegenarbeit diese Dame anschlägt oder benehmen, dann Hallo, werde hallo? ich dir vorbeibringen müssen. Hallo? Hallo? Und Lord, die erste Blicken, wenn du das lehrt hast, mit Anspielen zu verkehren. So, wie eine Säute der. Für den Kerl hättest du erstmal Ruhe. Wird nur erstmal bummeln gehen. Graue Arbeit, Alfred. Aber ich hab so meine Bedenken, dass da wohl noch was achter rankommen wird. Ich denke, das ist vielleicht doch besser, wenn wir nur erstmal nicht bummeln Gott. Kann mir hier mal einer vertellen, was hier just abgeht? Ich geh über den Flur mit dem Maul, flücht mir der Kommissar für heute. Ja. Da ruft sie sich hier wohl gar nicht verwundern. Die hätte sich hier nämlich nicht allzu nett geführt. Mann, Herr Klopper, auf der Länge zu sehen, was zu sagen. Ich glaube, das sei hier nicht gute Oben, wenn sein, wie meine Arbeit in die Quere kommt. Die einzige, die hier irgendwann in die Quere kommt, das sind ja wohl sei. Na, Na? Hätte ich auch die Faxen dicke mit die, du Seegurk. Oh, nicht Da sind alle anderen Lügen mit nicht gegen Korb in Hafen. Nee. Jawohl, super Heinze. Wie wird fördert im Berg? Mensch, Klopper, ey, pass doch auf. Rambock sein! Liebe Sie doch da weg mit euren Pratzen! Also, beten mehr Ruhe, wenn ich bitten darf. Das ist hier ein Krankenhaus und kein Kindergarten. Und sei, macht eure Arbeit erstmal woanders dann. Die habt ihr wohl noch mehr im Huse. Macht sie da zurückkommen. Ja, tschüss. Und sei, führt sich hier ob
wie sich das im Krankenhaus gehört. Oder zumindest wie Wesen Schall. Und ich denke, wir beide, wir brauchen nun mal erstmal eine Lütke Pause. Und sei auch.